So, ja, dann gibt es da noch was zum Ansprecher. Und zwar dreht sich das darum, dass ich öfters mal Kommentare jetzt in letzter Zeit kriege. Und es ist durchaus immer schön zu hören, wenn sie da die Leute freuen und sagen, oh Jupiter, du machst da ganz gute Videos. Und dafür tue ich die abonnieren. Meist wird dann gefordert oder erwartet, dass ich auch abonniere, denjenigen. Ja, das mache ich allerdings nicht, weil ich nur Leute kommentiere, wo ich mir auch sicher die Videos anschaue. Weil ich das im Grunde für einen Blödsinn halt, wenn sich da jeden abonniert, weil das im Grunde kein was bringt. Weil dann haben zwar die Leute einen Haufen Abos, aber haben keine Aufrufe und das ist ja nichts Sinn der Sache. Ja, was das auch mal gesagt, es ist durchaus nicht böse gemeint, aber es bringt halt kein was. Weil man will ja mit seinen Videos die Menschen unterhalten und ihnen was zeigen. Aber das erreicht man nicht, wenn man einen Haufen Abos hat, aber es kein Schwein anschaut. Von mir erfährt keiner was. Genau, von mir erfährt auch keiner was. Zu wem wollte man denn eigentlich gehen wegen Angus und Hank? Man weiß gar nicht mehr, wem So man noch glauben soll. nebenbei bemerkt. Und glaube ja nicht, dass das alles Wollte man zu dem da? Zu Brandon wollte man nicht. Vielleicht zu Skip. glaube ja nicht, dass das alles ist. Ne? Wegen Weiß gar Angus nicht mehr, und wem man noch Hank. glauben soll. Wegen Angus und Hank. Was? Ich habe sie gefunden. Sie sind tot. Ich habe was Mauser anderes tot. gehört. Ach, die armen Teufel. Wie brauchst du das Tja. noch zu sagen? Hatte ich auch nicht anders erwartet. Ich bin ganz Du solltest die deiner Sache Bill erzählen, falls du es nicht schon getan hast. Keine Ahnung, Aber tu es mir. bring's ihm schonend bei. Ja, er ist noch Meinung. Ich jung. habe was anderes gehört. Das kann doch nicht wahr sein. Wir sollen es am Bill sagen. Meinst du, mir Ich geht glaube, es es war der Typ da hinten. Genau, also das ist Bill. Den haben wir, glaube ich, schon mal kennengelernt. Hey, du. Ich habe deine Freunde gefunden. Und? Wo sind sie? Sie sind tot. Das waren diese verfluchten Banditen. Möglich. Diese verfluchten Mistkerle. Der Teufel soll sie holen. Ich wüsste zu gerne den Namen des Kerls, der das getan hat. Ja, den Namen kennen wir nicht. So, dann hätten wir wieder eine Aufgabe abgeschlossen. Oder? Der Mörder von Angus und Hank. Bill war völlig fertig, als ich ihm von Angus und Hanks Tod unterrichtet habe. Er will den Namen des Mörders. Ja, würde gleich den Namen herauszufinden. So, wegen der Banditenrüstung, die wollte man nämlich auch noch suchen, damit wir ins Lager der Banditen einkennen. Und da heißt Samuel, der Schnapsbrenner, erwähnt ein geheimes Versteck von Francis in einer der Minen im Canyon. Vielleicht finde ich dort etwas, was mir hilft, in die Hütte zu kommen. So, das heißt, wir müssen in den Canyon. Das ist doch alles nur Gerede. Genau. Das hätte ich auch selber wissen können. Und wenn ich mich so weit erinnert, ist der Canyon da links irgendwo. Das Add-on, die Nacht des Raben, habe ich nämlich bisher nur einmal gezockt. Und seitdem nie wieder. Also ist das alles wieder fast wie neu, alles zu entdecken. Aber an ein paar Dinge erinnert man sich immer.
So, ich glaube aber im Canyon werden uns einige Viecher erwarten. Da haben wir Wüstenratten. Ich weiß nicht, ob wir denen gewachsen sind. Vielleicht sollte man mal zur Sicherheit das absichern. Ach so, klappt doch ganz gut. Ja. Dann werden wir uns die anderen einmal verknüpfen. Aber wie gehabt, immer speichern. So, wenn es geht, eine bitte. So, der ist tot. Und dann haben wir die Ratten noch. Und dahinter ist eine Höhle. Na, da ist ein Teleporter. Womit denn? Sockel, da fehlt uns irgendwas. Und ich glaube, wenn wir das fehlende Ding da finden, den Gegenstand, dann können wir bestimmt den Sockel in Betrieb nehmen. Allerdings haben wir den noch nicht. So, eine Wüstenratte weniger. Oh, und da haben wir Razor und Beißer, die kennen wir auch noch. Und da haben wir noch mehr Razor. Ja, dann werde ich sagen, das wird kompliziert. So einfach da durchzukommen. Obwohl jetzt was freie Bahn, ne? Weil sie die da gegenseitig bekriegen. Wow, das war Glück, oder? Das war Glück. Einen haben wir erledigt. Allerdings haben wir überhaupt keine Energie mehr. Das heißt, schnell mal ein paar Tränke reinhauen. Und speichern. So, da haben wir wieder irgendeinen Eingang zu so einer Mine oder sowas. Gebratenes Fleisch. Kohle. Eine Pfanne. Gebratenes Fleisch und eine Spruchrolle. Ja, und noch mehr Kohle. Ach, was haben wir denn da? Minecrawler. Hat das Minecrawler? Ja, das sind Minecrawler. Aber die schaffen wir. So, einen Trank. So, jetzt ist finster da drin. Das heißt, wir holen uns eine Fackel. Damit wir mehr sehen. Gut, in der Kammer gibt es erstmal nur Pilze. Vielleicht gibt es weiter hinten noch Moos.
Da gibt es tatsächlich was, und zwar Minecrawler, selbstverständlich. Und das ist, glaube ich, ein Warrior. Ja, das ist ein Warrior. Und der steckt natürlich mehr ein als die normaler. Und am besten wir lassen uns nicht treffen. Jetzt komm! So, gibt 220 EP. Da gibt es einen Richtstab. Dann gibt es einen Trank. Blauflieder. Und dann Lederbeutel. Und in den Lederbeutel wird wahrscheinlich Gold drin sein. Und zwar 100 Stück. Der Richtstab, das ist eine Zweihandwaffe. Die benutzen wir natürlich nicht, weil wir nur Einhandwaffen benutzen. So, Fackel nehmen wir wieder mit. Okay, da haben wir wieder Minecrawler. Ich glaube ein normaler. Und der ist natürlich leichter. So, jetzt hoffe ich doch, wir haben eine Spitzhacke dabei. Denn ich habe da ein Kreuz gesehen. Und wie wir wissen, markiert ein Kreuz die Stelle, wo ein Schatz vergraben ist. So, haben wir dabei. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Eine Schatzkiste. Und was ist da drin? Die Kiste ist ziemlich schwer. Ein Haufen Zeug enthalten. Und was? Ja. Auf jeden Fall haben wir einen Schatz gefunden. So, dann werden wir uns einmal wieder auf den Weg machen in den Canyon. Denn wir wollten ja irgendwas finden, um an die Banditenrüstung zu kommen. Ja. Ach so, wir haben wieder so intelligent gespeichert.